Shalom Aleichem. Auf 8. November fällt uns der Jahrzeit von Ansky, bekannter politischer und gesellschaftlicher Tier, aber koidem kol der Mechaber von der Drama Der Dibuk und Gründer von der jüdischen akademischer Folklorwissenschaft. Ansky von dem Shlomo Zanwil Rappaport ist geboren geworden im Jahr 1863 in dem Städtel Tscharschnik, Weißrussland. Aber gewachsen ist in Witebsk. Unter der Aspoe von der Askola-Literatur wird gar jung am Maskel bekennt sich mit der radikaler russischer Literatur. Die erste Tkufe von seinem Leben bis zum 20. Jahrhundert ist Ansky vertun in der Revolutionsbewegung, ideologisch verbunden mit den Sozialrevolutionären von Piotr Lawrows Schnitt. Sander nennt sich zum jüdischen Tchum, hebt sich nach der Mapole von der ersten russischen Revolution 1905. In die Jahren, wo Ansky ist gewesen abgerissen von der jüdischen Zwiebel, sind in der jüdischen Kulturwelt vorgekommen radikale Änderungen. Es ist ausgewachsen eine moderne jüdische Literatur, es ist aufgekommen eine jüdische Arbeiterbewegung, es sind organisiert geworden revolutionäre Parteien. Ansky unter der Spur von seinem 9. Jugendfreund Chaim Żytlowski kehrt sich ihm zu seinem Volk und Mameluschen. Schreibt jüdische Revolutionslieder und trägt sie in Freund. Zwischen sie die Schwur, wo es wird der Himmel von dem Bund. Zu der Zeit vertieft sich Ansky in dem jüdischen Folklore. Sieht in dem nur Ruchnis und die künstlerische Wert von der Volksschaffung ignoriert er. Zusammen im Folklore ist für ihn gewesen nicht keine akademische, intellektuelle Arbeit, nur ein nationaler Schliches. In den Jahren 1911, 1914 beteiligt sich in der Tätigkeit von der jüdischen ethnografischen Gesellschaft in Peterburg und in der ersten wissenschaftlichen Expedition auf den Namen von Baron Ginsburg. Die Expeditions über Podoli und Wolin sind daran in der Geschichte mit sehr reichen Kollektionen von Volksmeises, Lieder, Spielen, Platten von jüdischer Musik, historische Dokumenten, zwischen sie 15 Pinkassim und so weiter. Die erste Weltmalchume hat übergerissen die Arbeit von den Expeditions und Ansky, wie ein Vorsteher von der russischen Stadt, fuhrt Arim über die Frontlinien und Zones zu organisieren Hilfskomiteten. In 1917 wird geschickt in Wilna, wo hat mitgearbeitet beim Organisieren der ersten Wilner demokratische Kehille. Von Wilna fährt rüber in Warschau. Dort, bemäßig von einer kurzen Zeit, wird zwischen die zentralen Figuren in dem jüdischen gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Für seinen unerwarteten Tod, dem 8. November 1920, ist herangetun in der Arbeit von Organisieren in Warschau eine jüdisch-ethnografische Gesellschaft auf dem Smach von der Peterburger. Ansky ist mekaber geworden, lebendig Wurim von Peretz und Dineson. Das zentrale Werk von Ansky, was wird gespielt bis Ant, ist der Dibuk, geschaffen in den 10. Jahren vom 20. Jahrhundert.
Holen, Hus meiner, kim tanzen auf mein Kassene? Kalle, als men los da Kalle allein par der Schippe, kimmen Beise Rieches und trugen sie weg. Tukin Beise Rieches, du sind nicht Schummes von Menschen, wo sehr Licht ist ausgeloschen geworden par der Zeit, auf ewig. Nicht auf ewig. Ne Schummes von Verstorbene kehren sich immer auf der Welt, wandern bis sie der Griechen sehr Ausleiterung. Sind die keine Schummes, wären mit Gilgel in Chayes, Fisch und Zemuchim. Und amul trefft, als verwugelte ne Schumme, trinkt rein in a fremden, lebendigen Gift, wo sie sehr amul lieb gewesen. Du sie sah Dibuk. Dibuk? Im Kussen meine, wir beltrugen der beiden Schummes, die nicht geborene Kinderlein. Ayu, ayu, Kinderlein, ohne Weg, eine Winterlach. Heute nicht geborene, ohne ein verlorene.